Eigentlich ist Sardinien eine Bilderbuchinsel und ein Urlaubsziel. Auch für viele Deutsche. Eigentlich. Aber Sardinien hat eine dunkle Seite. Menschen erkranken und sterben jung. Tiere werden missgebildet geboren. Und das alles geschieht in der Nähe von Salto di Quirra. Salto di Quirra ist der größte NATO-Truppenübungsplatz in Europa. Er umfasst 120 Quadratkilometer an Land und 21.000 Quadratkilometer Seegebiet. Hier probt das Militär seit 56 Jahren den Ernstfall. Rüstungskonzerne mieten den Übungsplatz stundenweise, um neue Waffen und Munition zu testen. Was bei den Explosionen an giftigen Rückständen in die Luft, den Boden und in das Wasser geht, will niemand sagen. Militär- und Industriegeheimnis. Die Sarden sind verunsichert. Wurde und wird die Bevölkerung durch diese Tests geschädigt? Eine tatsächlich brisante Frage, nicht nur für den Staatsanwalt. Sardiniens Berge wirken unberührt. Sie sind fast menschenleer. Kaum einer würde hier vermuten, was Vicente Bianco schon seit Jahren umtreibt. Er ist in großer Sorge. Weite Teile der Insel sind in militärischer Hand. Für ihn verbirgt sich auf Sardinien ein tödliches Geheimnis. Diesem ist Bianco auf der Spur. Er ist auf der Insel groß geworden. Zwar lebt er inzwischen in Berlin, doch Bianco liebt seine Heimat. Er möchte möglichst viele Menschen wachrütteln. Sardinien ist jetzt ziemlich bekannt, auch in Deutschland als Urlaubsziel. Viele Leute wissen nicht, dass es auch andere Thematiken gibt, wie die militärischen Stützpunkte. Und es geht mir sehr nah, was hier passiert. Auch wenn ich dann aus dem Norden komme. Es geht mir sehr nah. Und was ich erreichen möchte, wäre dann die Wahrheit herausfinden. Es sind ja sehr viele Elemente, die zeigen, dass doch etwas nicht in Ordnung ist. Also Missbildungen bei Menschen und Tieren, Fälle von Leukämie und andere Arten von Krebs. Viele hier haben Angst. Diese Karte sieht man die Stützpunkte Salto di Quirra in seiner Gesamtheit. Die zwei Bereiche, hier der Bereich im Meer und der Bereich an Land. Hier kann man auf der Karte sehr gut sehen, diese umliegenden Dörfer, San Vito, Villapuzzo, Quirra, Perdas de Fogo und hier Escalaplano. Da sind wir genau da in der Nähe von Escalaplano. In all diese Städte hat man im Laufe der Jahre sehr viele Fälle von Erkrankungen und sogar von Todesfällen registriert. Hier in Escalaplano im Jahre 1988, 89 hat man über 15% neugeborene Kinder gehabt, die missgebildet geboren wurden. In der Nähe des Truppenübungsplatzes treten auch heute noch viele ungewöhnliche Krankheiten auf. Betroffen ist auch Luca Melis. Sein Bruder starb an Leukämie. Noch vor wenigen Monaten weideten seine Tiere auf dem Sperrgebiet, vom Militär geduldet. Inzwischen musste Melis mit seinen Tieren umziehen. Das militärische Areal wurde für alle Hirten gesperrt. In 3 aufeinanderfolgenden Jahren kamen Tiere mit gekrümmter Wirbelsäule zur Welt. Diese Tiere mussten wir töten. Dunque con la schiena storta esattamente mi è capitato 3 volte per 3 anni consecutivi. Und dann passierte nochmal sowas. Wann war das noch? 2005. Allora, nel 2005. Nevina!
Melina, diese weiße Kuh da hinten. Sie hat ein missgebildetes Kalb geboren. Die Muskeln waren auf der einen Seite stärker als auf der anderen ausgebildet. Und 2009 hat diese Kuh ein Kalb bekommen, dessen Vorderbeine sich genauso wie die Hinterbeine bewegten. Das Arme konnte nicht von alleine aufstehen. Es hat wehgetan, das zu sehen. Auch dieses Kalb mussten wir töten. Wie viele solcher Fälle es in der Umgebung von Salto di Quira gab, ist unbekannt. Luca Melis ist einer der wenigen Bauern, die offen darüber reden. Vicente Bianco würde das Schweigen der Menschen gerne brechen, aber er kann es verstehen. Es ist aus Angst, dass irgendwie das wenig, was hier ist, auch verloren geht. Wo sollen sie denn sonst hingehen, wenn alles wahr ist? Was alles nicht gut ist, wo sollen sie hingehen? Bianco hat Menschen getroffen, die sagten, sie seien bedroht oder gar verprügelt worden, weil sie mit Journalisten offen über die Probleme gesprochen haben. Also der Druck kommt sehr stark aus der Gemeinschaft, so intern, in der Familie intern, aus der Tourismusbranche, weil man Angst hatte, dass die Leute sich erschrecken und nicht mehr in Urlaub hierher kommen. Also es gibt mehrere Faktoren, glaube ich, die eine große Rolle spielen. Bianco will wissen, wie es Luca Melis ergeht, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Die beiden treffen sich in einer unbelebten Gasse von Villa Puzzo. Melis erzählt, dass er wegen seiner Offenheit Ärger fürchtet. Sie können dir das Auto anzünden oder den Elektrozaun durchschneiden, um die Kühe nachts von der Weide zu treiben. Sie können dir den Traktor oder das Vieh klauen. Manche können sogar schießen. Das ist ein Problem. Und dieser Druck führt dazu, dass die Leute den Mund halten. Ja, viele haben Angst. Die Menschen schweigen, um die Probleme klein zu halten. Kaum jemand wagt zu fragen, warum es all diese Krankheiten und Missbildungen gibt. Nicht so Luca. Er hatte schon lange den Verdacht, dass die militärischen Aktivitäten schuld sein könnten. Man nennt das Gelände ja Versuchsbasis. Das bedeutet, dass dort Experimente durchgeführt werden. Aber man weiß nie, welche. Ja, darüber wissen nicht mal die genau Bescheid. Der Truppenübungsplatz Poligono Sperimentale Interforze del Salto di Quira wurde 1956 von dem italienischen Verteidigungsministerium gegründet. Hier üben die Truppen der NATO-Staaten und auch Soldaten anderer Länder für den Krieg. Außerdem mieten private Rüstungsfirmen das Gelände. Für bis zu 50.000 Euro pro Stunde, wie man munkelt. Sie erproben neue Waffensysteme und Munition. Auch die Soldaten der deutschen Bundeswehr üben hier regelmäßig für den Einsatz in Afghanistan oder anderen Krisenregionen. Dank seiner Geografie und Größe ist das Gelände ideal dafür. Vicente Bianco erfährt, dass es einen Menschen gibt, der Sardiniens dunklem Geheimnis auf den Grund gehen will. Der Staatsanwalt Domenico Fiordalisi kam vor wenigen Jahren aus dem Süden Italiens nach Sardinien. Er empfängt Bianco im Gericht von Lanusei. Anfang 2011 begann Fiordalisi im Fall Salto di Quira zu ermitteln. Vor den grausigen Fakten verschloss der Jurist die Augen nicht. Die Zeitungen zitierten einen Bericht von Veterinärmedizinern. Darin erklärten die Tierärzte, dass es bei Schafen innerhalb des Truppenübungsplatzes zu Missbildungen gekommen war.
und dass außerdem 65% der Hirten vorzeitig verstorben sind. Die Hirten waren an Krebs erkrankt. Die Missbildungen bei den Tieren nahmen bizarre Formen an. Es gab sehr viele Fälle. Das Schrecklichste war ein Tier mit 2 Köpfen. Und dann gab es noch ein Tier, das vor kurzem hier unten geboren wurde. Es hatte nur ein Auge. Ein einziges großes Auge. Wir haben es Polyphemo genannt. Staatsanwalt Fjodor Lisi ermittelt seit nunmehr 1,5 Jahren wegen fahrlässiger Tötung und Verseuchung der Umwelt. Er ließ das Gelände für alle Hirten sperren und hat sich damit viele Feinde gemacht. Er wurde mehrfach bedroht. Seine Familie hat die Insel deshalb verlassen. Dennoch treibt er die Ermittlungen unbeirrt voran. Fjodor Lisis Augenmerk richtet sich auf die militärischen Aktivitäten der Vergangenheit und darauf, ob die Menschen hinreichend vor den Gefahren geschützt worden sind. Von vielen Tests existieren keine Dokumente mehr. Welche Munition hier beim Aufschlag zerprallte, in den Boden oder das Wasser gelangte, wissen bestenfalls die Hersteller. Dennoch, die Missbildungen und Erkrankungen lenken Fjodor Lisis Verdacht auf eine bestimmte Art von Munition. Es geht um abgereichertes Uran. Solche Geschosse durchschlagen selbst dicksten Stahl und entzünden sich dann selbst. Sie sind radioaktiv und giftig. Vicente Bianco trifft einen Zeugen, der behauptet, dass Munition aus abgereichertem Uran in Salto di Quira getestet worden ist. Es ist Giancarlo Carusci. Er war 1989 dabei, als die Firma MBB einen Flugkörper des Typs Cormoran 2 erprobte. Der ehemalige Offizier ist überzeugt, dass der Sprengkopf der Rakete mit abgereichertem Uran ausgerüstet war. Der Abschuss erfolgte im Meeresabschnitt des Sperrgebiets. Vor den Waffentests fanden Besprechungen statt. Damals war Carusci fast immer dabei. So auch beim Briefing vor dem Abschuss der Cormoran-Rakete. Alle technischen und operativen Verantwortlichen des Truppenübungsplatzes waren anwesend und die Vertreter des Unternehmens MBB. Man hat nicht ausführlich über abgereichertes Uran gesprochen, aber ich saß neben den technischen Verantwortlichen von MBB und kann sagen, dass sie äußerten, dass es eine Versuchsrakete war. Und diese enthalte einen speziellen Sprengkopf mit abgereichertem Uran. Das Ziel war ein Schiff, erklärt der ehemalige Offizier. Nach dem Test wurde es in den Hafen von Cagliari geschleppt und irgendwann war es verschwunden. Nicht so eine Filmaufnahme. Das einzige Dokument, das heute noch von diesem Test existiert. Giancarlo Carusci hat damals den Abschuss und den Flug der Cormoran 2 mit einer Videokamera gefilmt. Man wollte sehen, wie sich die Rakete über der Wasseroberfläche bewegt. Die Rakete ist in diesem Moment noch hoch, beginnt dann bis auf 2 Meter über dem Wasserspiegel runterzugehen und ist kurz davor, das Ziel zu erreichen. Das Weiß der Explosion ist in dem Moment gut zu sehen, in dem die Rakete das Ziel trifft. MBB ist inzwischen im Konzern EADS aufgegangen. Dieser dementiert, je Waffen mit abgereichertem Uran verwendet zu haben. Für die Ermittler bleibt diese Art von Munition dennoch eine mögliche Ursache der Erkrankungen.
Nachweisen konnten sie das abgereicherte Uran aber nicht. Das italienische Verteidigungsministerium und das Militär geben sich zu allen Fragen verschlossen. Picente Bianco bittet um ein Gespräch mit dem Kommandanten des Sperrgebietes. Es liegt ihm daran, auch die Meinung eines Verantwortlichen zu hören. Und genau das hatte man ihm am Vortag in Aussicht gestellt. Doch es gibt Probleme. Den Antrag haben wir schon im Oktober letzten Jahres gestellt. Wir haben Faxe geschrieben, telefoniert. Ich persönlich habe mit Leuten hier vom Sperrgebiet gesprochen, auch mit einem Offizier in Rom. Es bleibt beim Nein. Sie haben gesagt, dass wir sollten unbedingt nicht auf den Stützpunkt, obwohl es offene Stellen gibt. Wir dürfen uns nicht dort aufhalten, weil sonst werden wir eine Anzeige bekommen. Ja. Dass wir das nicht filmen dürfen oder interviewen dürfen, ist es auch eine Antwort. Also ist auch ein Statement. Gegenüber den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kann sich das Militär hingegen nicht verschließen. Fiordalisi ordnet die Untersuchung des NATO-Truppenübungsplatzes an. Eine Untersuchung nach gefährlichen Substanzen, wie sie umfangreicher nicht sein könnte. Staatliche Wildhüter koordinieren und beaufsichtigen sie. Die Beamten der Corpo Forestale kennen das Gelände. Sie dürfen es jederzeit betreten. Picente Bianco hingegen nicht. Deshalb treffen sie ihn außerhalb der Sperrzone. Er folgt ihnen auf einer Anhöhe, von der sie einen unverstellten Blick auf das Militärgebiet haben. Einer der Wildhüter erklärt, was alles untersucht worden ist. Es wurden sehr viele Proben genommen, zig Proben, zum Beispiel vom Boden und vom Wasser. Und auch von Moosen und Flechten. Weitere Proben wurden von Panzern genommen, die als Ziele benutzt worden waren. Bianco erfährt, dass es Wochen dauerte, bis das Gelände untersucht und die militärischen Aktivitäten unter die Lupe genommen waren. Die Gefährlichkeit der Radaranlagen testen die Wissenschaftler mit Bienen. Nach Giften und Schwermetallen fahnden sie im Blut von Wildtieren. Dann eine Entdeckung. Sie stoßen auf eine Müllhalde mit Überresten von Munition, Raketen, Elektroschrott, Asbest und radioaktiven Substanzen. Darüber weiden Tiere. Darunter eine Quelle, die Menschen mit Wasser versorgt. Und damit nicht genug. Dort hat man mit Baggern richtige Krater geschaffen. In den unteren Abschnitt wurde Sprengstoff gelegt. Dann wurden Waffen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg darüber gepackt. Schließlich bedeckte man das Ganze wieder mit Sprengstoff und brachte es zur Explosion. Sogar Napalm soll hier entsorgt worden sein. Bianco kann die Sprengungszone aus großer Distanz erkennen. Denn hier wächst kein Kraut mehr. Und es kommt noch schlimmer. Die Zone liegt neben einem Gelände, auf dem Gaspipelines auf ihre Sicherheit getestet werden. Dazu wurden immer wieder Explosionen ausgelöst. Heftige Explosionen, die große Mengen Staub aus der gesamten Umgebung aufwirbelten. Könnten mit diesem Staub tödliche Substanzen in die Umwelt gelangt sein? Genau diese Spur will Bianco weiter verfolgen. Er hat erfahren, dass eine Wissenschaftlerin den Staub im Auftrag des Staatsanwalts analysiert. Bianco trifft Antonietta Gatti in ihrem Labor in Modena.
Gatti nennt diese Art von Staub Kriegsstaub. Er ist typisch in seiner Zusammensetzung und in seiner Partikelgröße. Partikel von 0,1 Mikrometer können eingeatmet werden, binnen 60 Sekunden die Lungenbarriere überwinden, dann ins Blut gehen und innerhalb einer Stunde bis in die Leber vordringen. Wenn sie erst einmal im Blutkreislauf sind, können sie alle Stellen des Körpers erreichen. Und dazu gehören auch die Keimzellen, also Spermazellen und auch das Gehirn. Es gibt keine Schutzbarrieren gegen diese Nanopartikel. Gatti findet Nanopartikel, hier als weißer Punkt sichtbar, auch im Gewebe von erkrankten Soldaten. Der Kriegsstaub entsteht, wenn ein Geschoss auf sein Ziel trifft. Er besteht vor allem aus winzig kleinen Metallpartikeln. Die Wissenschaftlerin hat in ihrer Laufbahn mehr als 150 Soldaten und Zivilisten und außerdem missgebildete Tiere daraufhin untersucht. Für sie steht außer Frage, dieser Staub macht krank. Meines Erachtens gibt es einen engen Zusammenhang. Ich finde diese Nanopartikel in jedem krankhaften Gewebe wieder. Meine Vermutung ist also, dass eine Häufung in den Lymphknoten dort zu einem Tumor führen kann. Wenn das Blut diese Partikel in das Knochenmark schwemmt und sie dort freigesetzt werden, dann könnte das zu einer Leukämie führen. Kriegsstaub, ein weiteres Indiz für den Staatsanwalt. Doch damit enden seine Ermittlungen nicht. Für Fiordalisi rückt ein weiteres Waffensystem in den Fokus der Untersuchungen. Milan-Raketen, Lenkflugkörper, die mindestens eine giftige Substanz enthalten. Un altro fatto certo e ormai noto è stato anche il fatto che nel corso degli anni. Mittlerweile ist erwiesen, dass im Laufe der Jahre 1184 Milan-Raketen auf dem Poligono Interforze Salto di Quira abgeschossen worden sind. Und zwar die erste Version dieser Rakete, die vor 1999 gebaut worden ist. Costruiti prima del 1999. Archivaufnahmen zeigen die Milan-Rakete im Einsatz. Sie ist eine deutsch-französische Entwicklung. Die Firma MBDA stellt den Lenkflugkörper her. Diese Panzerabwehrraketen wurden eingesetzt. Das Problem ist, dass sie Thorium enthalten und das ist noch gefährlicher als Uran. Auch Thorium ist radioaktiv und giftig. Bei jeder Explosion gelangt es in die Atemluft. Könnte dieses Thorium also mit schuld daran sein, dass hier so viele Menschen krank geworden und gestorben sind? Picente Bianco erfährt, dass der Staatsanwalt 18 Leichen exhumieren ließ. Ihre Knochen wurden auf radioaktive Stoffe hin analysiert. Evandro Lodi Rizzini hat diese Untersuchungen geleitet. Bianco sucht ihn in Brescia auf. Wie er von dem Wissenschaftler hört, wurden er und seine Kollegen fündig. Wir wissen jetzt, dass Thorium eingesetzt wurde. A posteriori l'uso di Thorium. Lodi Rizzini kommt zu dem Schluss, dass die Konzentration von Thorium bei all den Verstorbenen erhöht ist, die sich zu Lebzeiten häufig auf dem Militärgelände aufgehalten haben. Das Thorium habe sich in ihren Körpern gesammelt und sei von Jahr zu Jahr gefährlicher geworden. Wenn man Thorium produziert, reines Thorium, dann muss man 25 bis 30 Jahre warten, bis das Thorium seine maximale Gefährlichkeit erreicht.
Thorium hat die Eigenschaft, dass es nach vielen Jahren stärker strahlende Substanzen bildet, sogenannte Nuklide. In percentuali molto più basse altri nuclidi che sono figli dei figli. Kinder und Kindeskinder, eine Reihe von Generationen, eine gefährlicher als die andere. Una più pericolosa dell'altra. Erleben die Menschen nun die Folgen der Waffen, die vor 25 bis 30 Jahren produziert worden sind? Der Hersteller MBDA lehnt eine Stellungnahme ab. Luca Melis weiß nach wie vor nicht, wo er mit seinen Kühen hin soll. Seit er das Militärgelände verlassen hat, musste er Futter zukaufen, um die Tiere satt zu kriegen. Dadurch hat er große Verluste gemacht. Für mich gibt es keine Zukunft mehr. Mein Betrieb wird zwischen 5.000 und 7.000 Euro Verlust machen. Das ist das, was mir sonst am Ende des Jahres als Lohn bleibt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich müsste alles verkaufen, aber es wäre eine Schande, 10 Jahre meines Lebens einfach wegzuschmeißen. Eigentlich hatte Luca für immer hierbleiben wollen und Kühe züchten, wie schon sein Vater. Doch nun ist er am Ende. Es gibt Leute, die erkrankt und gestorben sind. Das kann man nicht wieder rückgängig machen. Sagen wir so, das Land ist verseucht. Möglicherweise kann man das wieder sanieren. Aber wie lange dauert's? Was macht man dazu in der Zwischenzeit? Wo sollen die Leute hingehen? Ich kenne die Mentalität. Die bearbeiten das Land seit Generationen und seit Ewigkeiten sind sie da. Ich hoffe auch so, dass durch die Untersuchung von Fiordalisi wir zu einem Punkt kommen, wo wir in der Zukunft mit einem positiven Blick in diese traurige Geschichte schauen können. Ja. Domenico Fiordalisi hat die Ermittlungen im Frühjahr 2012 abgeschlossen. Eine der umfangreichsten Untersuchungen, die je auf einem Militärgelände gemacht wurde, ist beendet. Io non so se quello che Ich weiß nicht, ob das, was wir entdeckt haben, alles ist. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr. Wir wissen das nicht. Vielleicht ist das nur die Spitze des Eisbergs, die wir hier sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir müssen mit dem bisher Erreichten zufrieden sein. Wir haben klare Wahrheiten ermittelt und auf der Grundlage dieser Wahrheiten versuchen wir nachzuvollziehen, wer persönlich verantwortlich ist. Und damit basta. Die Rüstungsindustrie hat in all diesen Jahren Gewinne in Milliardenhöhe gemacht. Möglicherweise müssen die Menschen um den Stützpunkt Salto di Quirra dafür teuer bezahlen. Und möglicherweise geht die Verseuchung einfach weiter. Denn über umfassende Sanierungsmaßnahmen ist nichts bekannt. Den Truppenübungsplatz von gefährlichen Rückständen zu reinigen, ist ein extrem teures Projekt. Kein Wunder, dass bisher niemand Verantwortung übernimmt. Inzwischen wurden 20 Personen angeklagt, darunter hochrangige Ex-Militärs, Wissenschaftler und Politiker. Jetzt muss der Prozess zeigen, ob sie die Menschen nicht geschützt haben, obwohl sie es gekonnt hätten. Ein schwacher Trost für diejenigen, die ihre Zukunft schon verloren haben. Und das sehen Sie in der nächsten Folge von Planet E. Der Wolf. Kaum ein Tier ist so gefürchtet wie er. Im Märchen stets der Böse, verschlingt er sogar Kinder. Über Jahrhunderte wurde er deshalb verfolgt. Doch jetzt wandert das Raubtier auch bei uns wieder ein. Können wir mit Wölfen in der Nachbarschaft leben? Mehr dazu in der nächsten Folge von Planet E.